Ja, servus, grüß euch und habe die Ehre, ein neuer Livestream Fellwitz Natur. Heute geht es von Deutschland nach Österreich. Fahren wir im Großraum Linz ein bisschen spazieren. Mal das Ganze besonders als Linz sonst dabei. Ich habe tatsächlich nicht viel. Ich habe tatsächlich gerade 5 Kunden. Also das rentiert, frage ich mich auch noch. Aber naja, wir werden sehen. Jetzt geht es erst einmal von Deckdorf, wo ich gerade bin, Richtung Linz über die Autobahn. Dauert dann ungefähr so, wie gesagt, 1 Stunde 40 Minuten, aber ich sage 2 Stunden. Und dann fahren wir zuerst einmal den Flughafen Hörsching, zumindest da in der Nähe. Und dann fahren wir auf die Innenstadt Linz. Was mit dem Lastwagen halb ganz prickelnd ist, muss ich sagen. Also nicht unbedingt mein Favorit-Tour. Rechte Auffahrt A92 abbiegen, dann weiter auf A92. So, wer mein PTS-Stream halt von Division 2 mitverfolgt hat, oder vielleicht ist einem einen oder anderen aufgefallen, ja, ich habe ein bisschen ein anderes Outfit gehabt, das liegt daran, ich habe Wetten verloren und die habe ich einlösen müssen, weil man soll das Tor, was man gesagt hat. Und folgedessen habe ich dann da eine Stunde mit dem Outfit sitzen dürfen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe es gemacht. Der eine oder andere wird sich denken, Alter, was soll jetzt das zum haben? Aber naja, man soll halt einfach Pfotzen nicht so weit aufreißen, gell? Und wenn man es dann tut, dann soll man dazu stehen. Das habe ich gemacht und folgedessen habe ich mich da auch ein bisschen in einen anderen Outfit hingesetzt. So, fahren wir mal Richtung Linz und je. Relativ viel Autobahn. Nach 600 Metern Ausfahrt A3 Richtung Linz. Ich hoffe, dass es gut durchflutscht. In wieder 1 Million Baustellen. War es dann schon länger nicht mehr in Österreich. Die A3 nehmen, dann den linken Fahrstreifen benutzen, um die Auffahrt A3 zu nehmen. Das werden wir schon irgendwie gebacken kriegen, würde ich sagen. Den linken Fahrstreifen benutzen, um die Auffahrt A3 zu nehmen. Den Verlauf von A3 noch 65 Kilometer folgen. wackelt einer wegen arg.
wenn man sieht, ein Scheiß wieder. Das wird halt noch besser. Wenn es so finster ist. Spiegel ist viel Eife, nicht lustig. Autobahn Richtung Österreich. Dauert ungefähr eine gute Stunde, bis wir an der Grenze sind. Dann geht es weiter Richtung Linz.
finster ist, regnet tut, Nebel ist, passt alles, oder? Mein Gott, nein. Habe ich schon schöner gesehen. Grüße zurück nach Hamburg. Ja, ich wäre auch froh. Bei mir schaut es so aus, ich mache die Gaudi jetzt seit 25 Jahre, aber nicht bei der gleichen Firma, 17 Jahre bei der gleichen Firma, aber LKW fahren seit der Militärzeit. Da habe ich ja einiges durch und ich wäre auch froh, würde ich nicht mehr fahren müssen dürfen. Nights. Ja, es ist nicht mehr alles Gold, was glänzt, gell? Der Job, der ist schon ab und zu nicht
nicht so lustig. Aber naja, gibt Schlimmeres, sage ich mal so. Aber ich habe auch noch ein bisschen was mich beworben. Ich stelle es jetzt erst raus, ob sie mich noch nehmen, weil ich doch schon gesetzteres Alter habe. Aber schauen wir mal, ist zwar wieder LKW fahren, aber zu einer normalen Zeit und da werden wir schon viel geholfen. Vor allem feste Zeiten. Ja. Jetzt weißt du nie, wann du fortfährst, wann du noch ankommst. Ich habe zwar Nahverteilerverkehr, ich komme täglich heim. Ich brauche jetzt nirgends übernachten oder so, was auch schon ein großer Vorteil ist. Aber trotzdem, die Uhrzeit kann ich nie sagen, weil ich daheim bin. Das ist mal sind es 10 Stunden, mal sind es 12 Stunden, mal sind es wieder knapp 5 Stunden. Also sehr unterschiedlich die Gaudi. So ist es. Wenn man gern fährt, ist das der richtige Job. Da ich mal sagen. Fahren musst du schon wirklich gern, ob jetzt mit PKW, egal mit was. Es gibt Leute, die fahren überhaupt nicht gern mit einem Kfz. Ja. Und mit LKW ist es trotzdem irgendwo auf eine Art und Weise chilliger als mit dem PKW, weil du immer die gleiche Geschwindigkeit hast. Also finde ich zumindest. Ja, Rente demnächst, da habe ich noch ein bisschen, ja. Mal schauen, wie sich das noch gestaltet, wie lange dass ich dann dürfen muss bis zur Rente. Schauen wir mal, was noch ein wenig so umeinander tragen bis dahin. Ja. Ja, ich bin 10 Jahre jünger. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die Welt, gell? Aber das Thema beschäftigt mich dann doch schon ein bisschen. Aber ich möchte zumindest die letzten 10 Jahre mal irgendwas tun, obwohl ich nicht um 12:30 in der Früh aufstehen muss. Dann haben wir halt jetzt irgendwas ausgesucht, obwohl ich dann normalerweise von 5 bis um 2:30 arbeiten muss. So eine Art Werksverkehr, nur eine Linie von A nach B und von B wieder zurück nach A. Das 3-mal am Tag. Aber was das denn ist da? Fahrt's mal zu! Meine Fresse, jetzt fährt 70, Alter. Hast du Angst vor dem Dränger oder was geht? Ich darf nicht überholen, weil da ist Überholverbot. Ich finde es wieder mal klasse. Da ist wieder so ein Hosenbiesler vorne. Da nimmt es wieder ganz genau. Aber wie hat der Fahrlehrer gesagt, wenn man 80 fahren darf, dann fahren wir auch 80. War schon nicht verkehrt. Weiter vorne auf der Route befindet sich eine Baustelle. Was? 7 Meldungen auf der Strecke gelegt wieder einmal. Da ist wieder Baustellenhopping angesagt. Ja, super. Jetzt brauche ich dann zuerst einmal einen Rasthof, weil mir ist da die Sucht ausgenommen. Das ist schlecht. Aber da kommt ja noch das Wohnautal. Da springe ich dann schnell mal aus und hole mir ein Backel Gift.
damit ich wenigstens weiß, auf was dass ich hin will. Ja, also ich weiß ja nicht, gell, Meister, aber für mich war Überholverbot. Ich glaube, das gilt für die auch, oder was? Oder nicht? Oder schon? Oder meinst du, weil es finster ist, sagt die keiner, oder? Nein, das geht mir auch auf den Zeiger. Was ist für einer ein Ungarn? Ja. Der kann Schädel nicht lesen, weil sie nicht auf Ungarisch sind. Nein, oh mein. Da dann nichts passieren, wenn sie ja jeder an alles was halten darf, gell? Weil sonst ist da nicht das Überholverbot. Ich sehe zwar auch keinen Sinn nicht, aber wenn das einfach da ist, werden sie sich schon was denken haben dabei. Kann man annehmen, oder auch nicht. Falls noch ein paar dabei sind, die überhaupt normal denken können. Oder zwei Schufe haben. Der Dinger ist in der heiligen Zeit klicksvoll geworden. Ich habe so einen Short da bei mir am Kanal. Da bin ich, also auf YouTube, da ist ein Short drin, da habe ich drüber geschrieben, irre oder blind. Also, das war Hammer. Da bin ich am Flughafen in München und bin in so einer Art Kreisverkehr drin. Also nicht wirklich ein Kreisverkehr, aber die Vorfahrtsregelung wäre wie im Kreisverkehr, sagen wir so. So, dann schaue ich nach rechts, denke mir, passt, ganz Kurven, also kann ich weiterfahren, weil ich habe einmal so halbscharig rundum müssen. Dann habe ich schon gesehen, da ist so ein roter Clio oder was das war. Also ich glaube, dass irgendein kleines Auto war es auf alle Fälle. Eine ältere Frau drin gesessen, haben wir nichts gedacht dabei. Die ist jetzt nicht arg so schnell gefahren. Ich bin dann in meinen Kreisel weitergefahren und wie ich dann weiterfahre, dann duscht mir die, also überholt mir rechts und duscht mir vorne um, dass ich dann ich stirb. Also Adrenalin schon gut, aber die ist da umgesurft. Ich glaube, dass da vielleicht noch 5 mm angegangen sind, dann hätte man die Stillstand weggesammelt. Aber die hat nicht einmal stark gehalten, die hat das gar nicht gespannt, dass sie jetzt da einen Fehler gemacht hat. Die ist dann freiwillig geradeaus wieder weitergefahren, also nichts gewesen war. Also ich weiß nicht, aber ich hätte beinahe eine Windel gebraucht, gell? Weil wenn die erwischt mit dem LKW, was meinst du, wie es die zusammendrückt? Also ich bremse das nicht mehr, gell? Ich bin zwar voll eingestiegen, weil die Reaktion war da, Gott sei Dank. Aber mit dem rechnest du nicht, wenn du es zuerst siehst, die hat keinen Blinker draußen gehabt, gar nichts. Dass man davon ausgehen kann, ja, die biegt jetzt da einer, gell? Weil dann war ich natürlich stehen geblieben, auch wenn ich hätte müssen, aber ja, vorausschauende Fahrweise, sage ich mal, gell? Aber die hätte mir auch so, also ich hätte ja so weggerannt, wenn eine halbe Sekunden später umgezogen war, jetzt so geschäbert, hätte gar nichts dafür gegeben. Und ich war ja dann brutal im Fahrerseiten eingefahren. Also ich darf einmal sagen, die Frau jetzt sauber mal angeschmissen, da hat jetzt wahrscheinlich ihr Biss verloren, das Toupet war runtergefallen und ja, die sämtlichen Border hätte es dann irgendwo zusammenklappen können, weil ich war ja brutal eingefahren. Und nicht einmal schuld, ich hätte nicht einmal, also wie gesagt, ich habe zwar bremst, aber wenn die wirklich ein bisschen langsamer noch rumgefahren war oder irgendwas nicht passt hätte, dann hätte ich die voll weggerannt und hätte überhaupt nichts dafür können. Und das sind so Geschichten, da überlegst du dann schon, gell? Ich weiß nicht, bin ich blöd, ist die blöd oder lebensmüde oder sonst irgendwas, das war der Hammer. Also, wie gesagt, der Short ist drin, nur eine kurze Sequenz, dann wisst ihr, was ich geschmerzt habe. Der ist, glaube ich, letzte Woche, ja, hübsch von den eiersten einer. Wie gesagt, irre oder blind, irgend sowas habe ich drüber geschrieben. Ja, nein, jetzt habe ich es gerade gelesen, ja. Die habe ich wahrscheinlich schon lange bei einer, die 1,5 Millionen Kilometer. Ich habe im Jahr ungefähr 450.000, was ich fahre. Und das über mindestens 20 Jahre schon. Da kommt dann einiges zusammen. Nachts ist die Welt in Ordnung, das stimmt. Da geht es noch nicht zu. Ich wünsche dir was, schau mal wieder vorbei. Tschüss oder Servus. Wir sagen mal ja Vierte.
jetzt tun wir mal aus. Jetzt fahren wir Richtung Linz. Ich habe gesagt, jetzt brauche ich dann unbedingt eine Tankstelle. Fahr ich halt die Armscheibe und bleib gesund, Neins. Bleib gesund. Weil sonst hast du nichts mehr von der Rente. Wer 40 Jahre gearbeitet hat, der darf mindestens noch 30 Jahre Rente genießen, würde ich sagen, oder? Oder 35 Jahre. Muss auch gut ausgehen. Jeden Tag vom Doktor einen kleinen Spritzer holen, ein wenig so Aufbauspritzen, dann passt das schon. Und trink einmal so einen Tackstein für mich mit, wenn du mal unterwegs bist. Saugutes Bier. Meiner Meinung nach. Kommt ja von Hamburg. Zumindest ist das am Flaschel gestanden. Ist das ein Sauweder, das glaubst du gar nicht. Es schaut in der Kamera ja noch gut aus, aber live gesehen ist das so richtig geschissen. Ja, trink noch einen Kaffee, ja, passt. Kostet 240 € Miete. Ha. Du bist aber schon lange in der Wohnung, ne? Mit 240 € kriegst du bei uns nicht einmal mehr Hundshütten da herum. Also eine Hundehütte. Ich glaube, die kostet auch schon mehr, wenn du die mieten musst. Ah, extrem. 240 € bringst du bei uns höchstens in der WG zusammen und da musst du Glück haben. Also mein Nachbar, der ist gekündigt worden, weil das Haus wegen Eigenverwendung oder wegen Eigenbedarf gekündigt worden, ja. Der ist alleinstehend, wird sein, also um die 60 um. Der sucht jetzt so, also bis nächstes Jahr im Juni muss er draußen sein und heuer im September hat er erfahren, dass er ausziehen darf. Jetzt zahlt er wahrscheinlich so umeinander 550 € warm für eine, sag ich, 2,5 Zimmerwohnung. Und auch nicht unbedingt Neubau, also so ein Altbau. Das geht eigentlich nur bei uns so in der Richtung. Ja. Aber jetzt, wenn er eine neue Wohnung sucht, also enorm unter 1000 € ganz schlecht. Und wenn, ja, dann sitzt irgendwo drinnen, was du nicht unbedingt hin möchtest. Oder die Bude schaut aus, als wir nach dem Wald kriegen. Was 600 Quadratmeter Grundstück im Wald. Das passt eh. Das ist ja scheißegal. Was braucht man schon groß? Ein Wohnraum, ein Schlafzimmer, vielleicht ein wenig eine extra Küche oder ja, wo man Kur geht, das war's ja dann eh schon. Ja. Und wenn du so viel Wald in der Nähe hast, dann ist das ja suboptimal, also beziehungsweise ganz gut. Da war ich wahrscheinlich den ganzen Tag draußen im Wald. Da bin ich für meinen Teil sehr, sehr gern, muss ich sagen. Ich muss halt eine halbe Stunde fahren, bis ich irgendwo hinkomme.
Weil ganz im Wald, auch wenn ich in Niederbayern wohne ich nicht im Wald. Eine halbe Stunde ungefähr, 20 Minuten. Dann bin ich da, wo die ersten Wanderwege anfangen, da kann man sich dann schon schön relaxen. Bin auch fast jedes Wochenende zu Fuß unterwegs, ein bisschen ein Ausgleich zu der ganzen Fahrerei. Und genau deswegen mache ich auch am Wochenende, Freitag, sage jetzt einmal, Sonntag auf die Nacht fange ich an, wieder ein wenig was zum Arbeiten, und bei mir ist Freitag Mittag Schicht im Schacht. Da mache ich dann auch YouTube-technisch tatsächlich nichts. Oder ja, ganz wenig, sagen wir mal so. Meistens gar nichts. Weil erstens Wochenende, zweitens Familie, und zuerst kommt einmal das wirkliche Leben und dann der ganze YouTube-Zeug. Ja. Oder, weil, ja. Ich halte mir das einfach frei, das ist gut für den Kopf. Und wenn deswegen andere mit Content schneller sind oder was weiß ich, ist mir auch für einen Comment wurscht, weil ich mag mich da tatsächlich nicht einstressen. Was passiert, das passiert. Und wenn jetzt einer von mir anschauen mag, was ich mache, dann schaut er so oder so. Egal, ob ich jetzt der Erste bin, der was bringt oder nicht. Aber es sind da Leute dabei, die stressen sich auch brutal rein. Und dann werden sie irgendwann krank oder was weiß ich, und dann 6000 Follower und können nicht mehr damit umgehen oder was weiß ich. Ja, wenn du schwer behindert bist, dann natürlich. Und der Vermieter dann muss es beweisen, dass er Eigennutzung hat. Das muss er wahrscheinlich anders da, aber das ist nicht so einfach. Ja. Wahrscheinlich werden sie auch schauen, jetzt müssen wir schnell einen Rauch kaufen, jetzt müssen wir nicht mehr rausfahren in das Donautal, die Werke da. Dieter, Sekunde, momentan geht es gerade schnell in die Tankstelle, ich muss mir gerade schnell ein Gift kaufen, ich bin gleich wieder da in ein paar Sekunden. Ursprünglich geht es Richtung Linz heute, Austria. So, bin ich wieder da. Es geht Richtung Linz, mein Freund. Jetzt fahre ich zuerst einmal Richtung Hörsching. Das ist bei Linz, da wo der Flughafen ist. In den muss ich Gott sei Dank nicht, aber in die Nähe. Und dann fahre ich in die Altstadt Linz. Und das wiederum ist mit dem Lastwagen eine riesen schöne Sache. Ja. Altstadt Linz mit 16 Tonner ist sehr prickelnd. Kunden habe ich heute tatsächlich nicht viel, was ich ausliefern muss. Es sind gerade 5 und 2 Abholer. Mit einem Abholer fange ich jetzt in der Früh gleich an, dann ist der gleich weiter. Und dann geht es halt in die Innenstadt von Linz. Pro Ablader werde ich ungefähr so 15 Minuten bis 20 Minuten Standzeit haben. Ich schalte den Stream nicht aus, ich lasse ihn meistens laufen. Ich muss allerdings dann auf den Sitz oder ich blende was ein umschalten, damit ich nicht ungewollt irgendwelche Passanten filme. Und da heißt es dann einfach dranbleiben für Support, ja, weil ist eh klar, je mehr dass wir zuschauen, umso mehr habe ich davon. Das soll man jetzt auch nicht vergessen, ich bin zwar nicht angewiesen drauf, aber es macht halt dann schon mehr Spaß, wenn man merkt, dass den Leuten das auch Spaß macht, was man macht. Also, ja. Spaß macht, was man macht. Also manchmal, glaube ich, müssen wir mit den Schuhen gehen, aber ist ja wurscht. Ich habe schon versandt. So. Jetzt fahren wir weiter Richtung Linz auf der A3.
Italia. Du bist Richtung Italia. Forza Italia. Ah, die Stadt sagt mir jetzt gar nichts. Vicenza, habe ich das richtig gelesen? Scheiße, wo ist denn das? Das kenne ich überhaupt nicht. Aber ich bin kein Fernfahrer, gell, mein Freund. Ich bin Nahverkehr, auch wenn ich auf Österreich fahre. Aber da wir nicht weit von der Grenze weg sind, zählt das bei uns noch als Nahverkehr. Allerdings gerade mit 5 Kunden. Und das wird sein, was wir denn Wagen haben, vielleicht 3 Tonnen, mehr ist das nicht. Halt ganz wenig. Bin eh nicht scharf drauf abziehen. Der Kaffee macht G-Songs. Ich kann bestätigen, nein, ist nicht so. Richtung Italien wieder. Was für eine Strecke fast? Welche Strecke fährst du? Na, so Hochdeutsch. Ich bin auf der Höhe Passau Süd momentan, auf der A3. Auf der A3 Höhe Würzburg. Ich A3 Höhe Passau, bin schon ein bisschen weiter wie du. Ja, allzeit gute Fahrt, sowieso. Passau Süd lässt grüßen. Vielleicht verteilt sich der Stream ja ein bisschen unter die Promi-Fahrer. Wow, nette Geste. Feldholz Natur, mein Name. So, und jetzt habe ich Nebel, dass ich gar nichts mehr sehe. Ja, ich bin begeistert. Braucht's das? Der Kamera schaut das sowieso harmlos aus, aber wenn du so von der Windschutzscheibe aus schaust, dann trifft dir der Schlag. 100 Meter Sicht vielleicht. So, das Birndl hat es mir auch noch zusammengehauen. Super. Kann ich noch Birndl wechseln, auch wenn
sei Dank ist jetzt nichts los. Kann man schön durchziehen. So, Ankunft beim ersten wird ungefähr 5:15 Uhr sein oder 5:30 Uhr so in der Richtung. Dann ab 5:30 Uhr geht es in die Innenstadt von Linz. Da habe ich dann, so jetzt mal 1, 2, 3, 5 Kunden. Da muss ich noch auf St. Florian was abholen und dann fahre ich noch auf Laumbach. Das ist dann der letzte und von dort aus geht es wieder Richtung Deutschland. So die kleine Runde halt. Werden wahrscheinlich so 480 Kilometer circa. Aber die fahre ich sowieso irgendwie jeden Tag. Sind dann fast, ja ich sage jetzt mal circa 2.500, 3.000 Kilometer in der Woche. Da kommt aufs Monat oder aufs Jahr schon ganz schön was zusammen. Wie gesagt, ich bin kein Fernfahrer nicht. Ja. Fernfahrer, die bringen natürlich pro Tag viel mehr Kilometer zusammen. Und auf 17 Jahre 1,5 Millionen Kilometer, das ist schon ein wenig eine Hausnummer. Wenn wir am Grenzübergang sind, dann wird wahrscheinlich das Stream kurz ein bisschen hackeln und abbrechen, weil ich natürlich das Netz neu einwählen muss. Da ist dann ein bisschen ein Loch drin. Kann dann ein bisschen dauern, bis es wieder gescheit funktioniert. Aber das sage ich euch dann nochmal, wenn es schlecht wird. Immigranten-Screening auf der linken Seite. Da checken sie immer noch die LKW, ob nicht einer drin sitzt oder 10. Wie das Auswahlverfahren da stattfindet, habe ich keine Ahnung, weil es noch viel durchfahren lassen und manche ziehen es dann aus. Aber wie das geht, was für Kriterien, das weiß ich auch nicht. Jetzt haben wir nicht mehr weiter, jetzt sind wir an der Grenze. Und wie gesagt, wenn ich über die Grenze drüber fahre, dann wird das wahrscheinlich ein bisschen hackeln, bis das Netz wieder neu gefangen hat. Weil man muss aufs Österreichische natürlich umschalten. In der Regel geht es relativ gut und zügig und fließend, aber manchmal springt es ein wenig, da braucht es dann ein wenig. Kann auch sein, dass ich das ganze Ding dann neu starten muss, aber in der Regel normal nicht. Wie man sieht, da haben wir an die österreichische Grenze ungefähr 40 Minuten Fahrzeit. Wenn du es mit dem Auto fährst, da brauchst du auch ungefähr so lang. Ein bisschen weniger, vielleicht eine halbe Stunde. Wenn es dann auch alle Tafel, was du da stehen, einholst. Weil es relativ stark auf begrenzt, 100, 120 geht. Interessiert mich jetzt mit dem Lastwagen tatsächlich gar nicht. Aber als Autofahrer bist du dann auch nicht so viel schneller.
österreichische Grenze. Hackelt man dann in Österreich weiter. Zack, gleich wieder Baustelle. Ja, jetzt eh noch. Jetzt sind wir in Österreich auf der A8.
Ja, weiß ich gerade nicht, was ich erzählen soll im Moment, gell? Eine Nacht ist so recht fad, bei Seng tut man auch nicht voll. Auf alle Fälle auf dem Weg nach Linz auf der A8 in Österreich momentan. ...44 Minuten ungefähr der Fahrzeit bis zum ersten Kunden. Und dann geht es ab in die Innenstadt Linz. Da haben wir wieder brutale Begeisterung. So kann ich euch jetzt nicht wirklich viel verzeihen momentan. Fahren wir ein Mercedes Arteego 16 Tonnen. Kühleraufbau. Also das heißt, bei mir hat es hinten drin minus 30 und plus 3 Grad. Ist im Sommer recht erfrischend, wenn es draußen 30 Grad plus hat und hinten minus 30 Grad. Du musst da aufschauen, dass du nicht krank bist. Ne? Ansonsten müssen wir jetzt nur aufpassen auf die festen Blitzer, die da kommen würden. Das in Österreich dann da etwas teuer ist. Es ist aber gut, wenn man am Vordermann ein wenig beobachten kann, was der macht. Aber wenn es bei dem blitzt, heißt es bei mir bremsen. Jetzt da gestanden. Dark Nights use Headlights. In der Nacht Licht einschalten, oder was heißt das? Ja, ich denke schon, oder? Muss man das hinschreiben? Das ist ja fast eine Reflexreaktion, dass man in der Finster das Licht einschaltet. Kann man das hinschreiben auf der Tafel, oder? Passt. in der Höhe von Ried im Innkreis. Schleichen wir uns langsam, aber stetig an, dann ist noch.
bringt denn da schon wieder für einen Mann? Der blinkt auch wieder ganz wichtig.
Straße wurden mobile Blitzer verlegt. Da wollen wir ein wenig aufpassen, weil da feste Blitzer sind. Und man muss jetzt auch nicht unbedingt reinrauschen. Schon wieder so eine Teufel. Steht im Schritt versteckt.
Blitzer. Das ist schon der vierte jetzt. Das ist ja nicht glauben. So, jetzt sind Deutschland auch ein wenig einführen, du fährst die Blitzer hin zum Stellen. Bei mir in der Straße gleich mal anfangen. Der wird sogar bei mir im Garten einstellen. Da fahren so vorbei, dass sonst gibt es gar nicht. Eine hübsche gerade Strecke, aber da brennen so mit 150 hinten weg. Hat zumindest gefühlt, das ist schon brutal. Und das aber in der Stunde drin, gell? Da fragst du oft einmal. Ich mag schon auch gerne schnell fahren, aber halt da was geht und man kann voll in der Siedlung drin. Aber manche, denen gefällt es, weil der recht schön halt, weißt du schon, und dann Vollgas durch und dann fahren sie wieder irgendjemand über den Haufen. Und ich hab doch nicht und ich wollte doch gar nicht und überhaupt und insbesondere der andere kann sich auch nichts mehr überschneiden, von wo er hier ist. Meistens erwischt es dann nur jemanden, der nichts dafür kann. So, A3 Richtung Linz, nein, Schmarrn, A8 ist das Richtung Linz. So, wenn wir in Österreich sind, dann bremsen sie auch schon wieder, das heißt, da haben sie auch schon wieder einen hingestellten Blitzer, den weiß ich noch nicht. Ah, der kommt ja erst da am Bugel um, oder? In der Höhe von Bad Schallerbach. Steht auch noch einer. Machen wir 5 Blitzer auf, weiß ich nicht, 50 Kilometer. Auch nicht überholen, weil es die Blitzenmeister. Der kennt den Scheins nicht und er schafft es noch. Den überhole ich jetzt einmal nicht. Aber es ist bestimmt der Blitzer. Das hat der nicht so brav fahren. Bremst immer noch. Da ist bestimmt am Parkplatz wieder ein fester Blitzer verbaut, da will ich mir fast ziehen. Jetzt darf der nicht so oberbremsen, da der Bursch. Naja, steht schon einer da, müsste ich nicht. Der 5. Alter, ich hab's gesehen. Und die zwei komischen Kanonen auf der Seite sind der Blitzer. Jetzt geben sie auch wieder Gas, schau. Muss er wegen seiner Umgebung aufpassen, dann fällt er nichts. Schönen guten Morgen zusammen, zuerst einmal, gell? Alle, die schon aufgestanden sind oder noch nicht im Bett waren, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bin schon wieder fast 2 Stunden auf die Achse und 1,5 Stunden unterwegs.
wieder haben sie da noch mehr einen hingestellt. Es wird dann der 6. Blitzer. Ich traue der Geschichte, die bleiben jetzt einmal hinter dem. Ja, bei dem ist es schon wieder gut runter. Aber der verdaut sich hier die Strecke öfter wie ich, also lieber Vorsicht walten lassen. Weil die paar Meter, da muss ich dann schneller bin wie der, bringt mir auch nichts, so ist es auf alle Fälle billiger. Jetzt bin ich bestimmt schon ein paar Motivationen immer runtergekommen da. Salzburg, Graz. Oh, wo steht Graz? Ich glaube, ich bremse vorsichtshalber bei jeder Abfahrt. Ja, ist eh wurscht. So pressieren tut es dann auch wieder nicht. Nach 600 Metern links halten und weiter auf A25. Achso, ja, jetzt fahren wir dann auf die A25 Richtung Linz. Steht eh am Boden recht schön du. Linsen und weiter auf A25. Dem Schifferlauf von A25 noch 8 Kilometer folgen. Wir kommen jetzt aber zuerst nochmal auf Hörsching ein wenig hin. Direkt schauen, was ich da abholen muss. Da irgendeine Abholung. Ah, was haben wir denn da? Ah ja. Ein bisschen ein Bio-Gemüsezeug. Schauen wir mal, das nehmen wir da glatt mit. Ein bisschen Landstraße weiter, ist nicht ganz so fast. Bei Wels Ost müssen wir runterfahren und kommen auf die B1, auch wieder Richtung Linz. Dann schauen wir mal in Richtung Flughafen, da, was da passiert.
Den linken Fahrstreifen benutzen, um die Auffahrt Richtung Nordend West zu nehmen. Nach 500 Metern auf Lenzer Straße, Wölser Straße folgen. Den Spurlauf haben wir 1 noch 8 Kilometer folgen. Das ist schon weg scheiße zum Fahren. Das blendet in einer durch, das ist der Wahnsinn. So, jetzt haben wir nicht mehr weiter, noch mal den ersten. Kurz was abholen. Das dauert dann so 15 Minuten.
Ziel auf der rechten Seite. Links Richtung Kirchenholzstraße abbiegen, dann wenden. So. Fahren wir jetzt mit Zure, dann nehmen wir unser Graffi mit und dann geht es weiter nach Das Ziel Linz. befindet sich auf der rechten Seite. Mal kurz andocken. So, das hätten wir. So, ich komme gleich wieder, gell? Ich muss mir Sachen einladen. Bin ich gleich wieder da.
schnell einmal den Deckel zu machen. Und dann fahren wir Richtung Linz. So, mein Navi noch schnell programmieren, weil sonst käme ich gar nicht raus. In etwa. Was zeigt denn da das drum? So, da fahren wir da hin. Geht schon wieder weiter. Jetzt fahren wir auf Linz rein, weil es gerade so schön ist. Nach Abbiegen, um auf Kirchenholzstraße zu bleiben, dann rechts abbiegen auf Römerstraße. Rechts abbiegen auf Römerstraße, Tübinger Straße. Nach 300 Metern links abbiegen auf Linzer Straße, P1. Links abbiegen auf Linzer Straße, E1. Ja, gibt es ein Gas, das wir auch noch drüber können. Den Verlauf von B1 noch 10 Kilometer folgen. So, Bundesstraße B1 Richtung Linz. Nur Industriegebiet rundum, gell?
Servus. Auf ein neues, genau. Wünsche dir auch einen guten Start in die Woche. Heute keinen Sonnenschein. Ich bin gerade in Linz oder fahre nach Linz. Ja, das ist ein schönes Wetter heute, ja. Unbedingt. Ja, das wird jetzt aber auch nicht mehr besser werden, glaube ich. Ich bin ja schon froh, wenn es nicht schneibert wird. Aber er sagt die Woche bei uns Schnee. Habe ich Begeisterung. Ja, kommt Freude auf. Ich muss gerade ein bisschen aufpassen, weil da ist Verkehr ohne Ende. Und der wird quasi Sekunden wegschauen. Weil da muss mit Vollpfosten gerechnet werden. Über überall. Hast du den letzten Short von mir gesehen? Das ist tatsächlich auch bei Instagram drin. Oder bei YouTube. Da habe ich letzte Woche am Flugplatz eine geschnitten, dass du sagst, gibt's, das ist die Deppert. Ein paar Sekunden oder eine halbe Sekunden später und ich jetzt sowas von über die gerammt und jetzt die Reporter wahrscheinlich den Kofferraum zusammengraben können. Ich war aber nicht schuld, also was heißt, ich bin nicht schuld gewesen, ich habe einen Vorfahrt gehabt, aber ich habe sowas vom Vorfahrt genommen, das glaubst du gar nicht. Das ist rechts überholt, links einer geschnitten, aber schon so knapp, dass du sagst, wie Zigarettenschachtel war definitiv nicht mehr dazwischen eingegangen, das war nicht normal. Ich konzentriere mich. Ich sage gut. Da in Linz ist sowieso in der Innenstadt, wenn ich fahre, dann kann ich nicht aufmirken. Nicht so geht es noch, weil es gut ausgeht, aber da drin ist schon dann heftig. Jetzt gehen wir dann auch gerade noch, jetzt ist es 5:30, aber wenn ich Glück habe, gehen wir am Berufsverkehr ein wenig aus. Ja genau, das kleine rote Auto. Hammer, oder? Ich bin ja. Da ist eine Frau drin gesessen. Ich weiß nicht. Grabhorrend war es. Ich denke mal so, das Semester auf alle Fälle. Aber die hat nicht blinkt, gar nichts. Vor mir denke ich mir, ja, ich habe schon gesehen gehabt, aber man denkt, die blinkt nicht, das passt. Dann habe ich es nicht mehr gesehen, weil ich einen LKW umgedreht habe, weil ich Kurven fahren wollte. Vor mir kommt die von der rechten Seite umgeschossen. Ich denke, ich da. Ja, wenn er schnell bremst, weil sonst war der wahrscheinlich brutal eingefahren. Und dafür Kinder hätte ich nichts. Aber das bringt halt dann auch nichts, wenn die Frau hübsch am Arsch ist. Wenn ich mit dem LKW in die Fahrerseite reinfahre, da brauchst du nicht schnell dran sein, weil die drückst du zusammen wie gar nichts. Weil bis der steht, dann ist das Auto platt. Aber so geht's, gell? Da musst du aufpassen, wie der Haftel machen. In Linz ist nicht besser, weil die ja fahren wie Sau da. Jetzt bin ich gespannt, wie wir da hinkommen. Hoffentlich ist wieder eine Baustelle, die wohl nicht weiß. Bin jetzt schon kurz halbes Jahr nicht mehr reingekommen auf Linz. Und das ist dann aber überraschend. Weißt du?
Da in dem Fall von mir aus gesehen sind sowieso immer die anderen schuld, ja. Da habe ich wirklich nichts dafür können. Ich habe es gesehen, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass die jetzt da noch bei mir abbiegen. Andernfalls, ich habe auch Vorfahrt gehabt, habe gesehen, weil es ist Verkehrsregelung ungefähr wie ein Kreisel. Und dann jetzt die alle auf der linken Seite, aber jetzt was verpasst oder was nicht. Ich mag das gar nicht in der Stadt umfahren, das ist selbst ein Graus. Nach Metern den linken Fahrstreifen benutzen, um die Auffahrt A7 Richtung Praha, Tschechien zu nehmen. Aha. Jetzt mich da mal rumlassen, da ist Burschen. Den linken Fahrstreifen benutzen, um die Auffahrt A7 zu nehmen. Den Straßenverlauf von A7 noch 2 Kilometer folgen. Ja, ich wünsche dir auch was, gell? Einen schönen Tag. So, und ich muss jetzt aufschauen, dass wir da echt nicht verfahren, weil das ist so wie. Das ist ein purer Wahnsinn da, gell? Nach 7 Metern rechts halten und auf A7 halten.
Verkehr, das ist der Wahnsinn. Da lässt es mir auch ein Flitzstau. So, jetzt haben wir dann gleich beim nächsten Kunden angelangt. Muss ich wieder ein wenig ausladen, dauert wieder so 10 Minuten ungefähr. Jetzt muss ich erst noch mal stehen bleiben, weil ich es nicht geschafft habe. Aber lecker, lecker, lecker. Wie soll ich in die Straße reinkommen? Ja, müde macht, faul und gefräßig werde. Auf alle Fälle, der nächste Kunde kommt bestimmt. Dann fahren wir auf Dornach raus und dann fahren wir in die Innenstadt. Genau. So der Plan. Und jetzt muss ich mir da zuerst einmal irgendwie da von der Ampel reinpfriemeln zu dem nächsten Kunden. Da sitze ich lieber vom PC und zocke, als würde ich Scheiße da. Mir tun ja nicht Sau. So, Ampel. Walte deines Amtes. Ich weiß nicht, jetzt nochmal umschalten darfst heute noch. Ja. Zeit wird's. So, jetzt haben wir. Schon auf links fahren. Da vorne muss ich links reinfahren, aber eigentlich rückwärts. Das wird lustig. Linken auf gleicher Weg. Dann befindet sich das Kannst Ziel du direkt auf der rechten ausgehen. Seite. Auf Altenstraße nach Westen Richtung Plankstraße starten. So, schaut ja gut aus. Was hat ihre Kickhaut auch noch? So, jetzt will ich mal kurz ausladen, komme so in 10 Minuten, gehen wir wieder. So, jetzt mal schauen. Ja. Was ist denn da? Schaut halt aus noch. Aber nichts Gefriertes, das ist gut. Haben wir den richtigen, ja.
So, dann warten wir wieder bei der Musi, dann werden wir das ein wenig neu eintippen. So, bin ich wieder da. Was haben wir als nächstes? Was habe ich gesagt? Da noch. Ah ja. Dann schnell ins Navi einklopfen. Was haben wir da? 13. Okay. Soweit, so gut. Da wieder rausgekommen, das ist eine wahre Freude da. War ja schon richtig gut. Ah, Großstadtverkehr Wahnsinn. Verkehrswahnsinn. Ein Stückchen durch, ganz links auf der Autobahn durch und dann kommen wir auf Dornach, haben wir einen und dann fahren wir in die Altstadt. Sehr erbaut. Bis um 6 in der Früh, dann haben wir die Vollgas Berufsverkehr.
sind wir da, Leute. Oben drüber, unten durch, rechts rum, dumm und wieder durch und ach, da wird Ehre. Der war jetzt aber schon mal dran gefahren. Ne? Links abbiegen auf Vorwanderstraße. Von Vorwanderstraße 800 Meter hoch. Metern rechts abbiegen auf Dornacher Straße. Rechts biegen auf Dornacher Straße.
So, jetzt wieder ein bisschen ausladen, dann geht es gleich wieder weiter. Gell? Also fahren wir in die Innenstadt von Linz. Jetzt muss ich den noch ein wenig auszuschmeißen, dauert 5 Minuten ungefähr.
So. So, jetzt fahren wir in die Innenstadt. Ich habe Begeisterung. Und mein Navi noch schnell einschalten. Ohne Navi geht nichts. Was haben wir da für Hausnummer? So. Ja, wunderbar.
Straße, B129. Der ganz normale Wahnsinn, oder?
Ja, genau. Der auch noch. Rechts abbiegen auf Kienzlstraße. Nach 400 Metern links abbiegen auf Herrenstraße. Links abbiegen auf Herrenstraße. Standardbatterie steht auch noch da. Passt. Nach 400 Metern befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. So, wieder mal ein paar Minuten zum Ausladen und dann geht's weiter. Kein GPS-Signal.
Ah. So, jetzt haben wir nicht weit bis zum nächsten Kunden und da stehe ich dann aber ein bisschen länger, weil ich habe 5 Wagen und da muss ich ausladen. Also das dauert dann mindestens 20 Minuten, sage ich jetzt mal. So, ich werde jetzt an der Stelle meinen Stream unterbrechen, weil jetzt der Kunde und der nächste Kunde mindestens eine Stunde Ausladezeit bedeutet. Es war ein Blödsinn, wenn ich weiterschalten, also wenn ich das laufen lassen darf. Aber wenn ich von Linz wieder rausfahre, sozusagen beim letzten Kunden schalte ich dann wieder rein, dann wirst du wieder mit dabei sein, also Part 2 ungefähr in einer Stunde. Gell? Also ich wünsche euch was dabei, Servus.